Natalie Style, zeig mir mal. Ich zeige dir nichts, ich zeige nichts. Ich zeige keine Nippel, wie sind ihr auf Twitch? Abfahrt. Leute, wisst ihr, was richtig scheiße ist? Ich habe einen Pickel. Und ich muss den mein Leben lang nie abdecken, weil ich den ganzen Tag eine Maske habe. Und für das Video kann ich keine Maske anlegen und jetzt muss ich den abdecken und das schießt mich an. Darum ignoriere den Pickel bitte. Ich habe unzählige Pickel, warte mal. Warte, kann ich so ein bisschen so machen? So? Ich habe reine Haut, oder Chat? Habe ich reine Haut? Sagt ehrlich, habe ich reine Haut? Müsste nicht zum Dermatolog das abklären. Ich habe schöne Haut und fertig und so ist es. Ihr würdet auch gerne solche Haut haben, wie ich habe. Heute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kommt wieder mal ein Video, das so ein bisschen Vlogging-Style ist. Ich habe schon mal so ein Video gemacht und zwar «Zeig mir mal». Und Ja. ich habe dort Ja. alles so ein bisschen gezeigt, was ihr mir gewünscht habt. Macht das Sinn? Ist das Deutsch? Nein. Wo ihr von mir gewünscht habt, was ich euch zeigen kann. Und heute gibt es einen zweiten Teil. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern fangen nachher mit dem Video an. Let's go! Machen wir mit, Chat? Wir machen mit. Also, ausser, ja, ich müsste hier Sachen zeigen, die geht's gar nicht, aber ja, komm. Welche Frisur du bei Buben am schönsten findest? Oh Leute, es fängt schon super an. Nein, es ist eigentlich nicht. Oh mein Gott, also nee, da kann ich keine klare Antwort sagen, eine ernste Antwort kann ich da nicht sagen. Es kommt wirklich auf den Typ Mann drauf an, welche Frisur mir am besten gefällt. Also, ja, es gibt sicher auch Männer, die ich mit gewissen Frisuren schöner finde oder weniger schön. Aber aber natürlich auf No-Homo-Basis ist das hier bei mir. Easy. Und zwar kann ich euch mal ein Bild da einblenden. Das finde ich eigentlich eine schöne Frisur. Also das ist so das, was ich gerne mag. Am Moment. Also, das rocke ich, oder? Das ist meine Frisur eigentlich. (0815) Frisur. Haben ihr 0815? Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Weiter. Dann ist so ein bisschen der Style in so ein bisschen der Mittelscheitel. Mittelscheitel habe ich schon Bock. Also, da sehe ich mich schon drin. Und dann so ein bisschen voluminös, so. Ich weiß, was ich meine, oder? Auf jeden Fall, das finde ich irgendwie auch noch nice, aber es muss so zum Typ passen. Ey, was soll das? Zu mir passt doch, oder? Nati, also wirklich, ganz ehrlich. Ja, hier hast du mich nicht in meinem besten Licht verwünscht. Ja. Das geht's doch nicht, Mann. Ja, nur in Ruhe, wir lassen mein Fondue essen und nein, das, so. Ja, genau, Chat, ich brauche ein paar von diesen Herzchen. Ja. Aber grundsätzlich, das ist so ein bisschen mein Favorite, den ich schon immer irgendwie nice gefunden habe. Ja. Dein bester Anmachspruch? Holy shit, ich habe nie einen Anmachspruch gebraucht, aber mein bester Anmachspruch ist mittlerweile, wenn ich ihn müsste brauchen, dann würde ich sagen, hey, hallo, wie geht's? Und dann so, ja, wie gut und wie geht's dir? Ich kenne den Adi Totoro und du. Und dann sie so, hä? Du kennst den Adi? Müsst ihr euch notieren, das ist ein guter Anmachspruch. Instagram mal schauen. Ich weiss nicht mehr, was mein bester ist, aber ich suche jetzt mal schnell meinen neuesten. Vielleicht gibt es da gerade einen nice. Alter, du bist so süß, wenn ich dich anschaue, bekomme ich sofort Diabetes. Danke, ich bin echt geschmeichelt. Dein WhatsApp-Profilbild und deine Info. Oh, Bro. Okay. Muss jetzt das zeigen? Oh, ja, okay. Das ist nicht schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm. Leg bitte deine Nummer. Oh! Oh mein Gott! Ich hätte fast meine Nummer geleakt. Ich hätte wirklich fast straight up meine Nummer geleakt. Das ist mein Profilbild. Mashallah. So, aktuelle Info. Das steht hier und da drin steht einfach Do More. Seit 2013 habe ich Do More drin. Das sehen wir jetzt nicht, aber Do More würde eh niemand anrufen. Ja, okay, das schreib doch mal einfach deine Nummer hier, Chat. WhatsApp-Profilbild, ich kann dir das hier einblenden, das ist nicht so spektakulär. Und jetzt, Leute, wir kommen zu meinem Status. Es heisst, glaube ich, im Status, es ist Info. Aber das habe ich noch. Achtung, seit dem 19. Juni 2018 und das ist hier gefühlt nie mehr angeschaut, okay? Glück bedeutet nicht, alles zu bekommen, was man will, sondern die Menschen zu haben, die man braucht. Schöner Spruch. Ein schöner Spruch, den ich so kann unterschreiben und so eigentlich auch mit meinem Chat pflegen. Das, ja. Das ist so ein Tumblr-Spruch von 2012 gefühlt. Aber ja, der Spruch ist ja eigentlich wahr und darum kann ich ihn jetzt noch die nächsten 12 Jahre drin, würde ich jetzt mal sagen. Eine Kinderzeichnung von dir! Da rein. Ja, aber das kann ich jetzt nicht finden. Ja, keine Kinderzeichnung von mir. Das sind alles meine wunderschönen Zeichnungen. Das ist ein Sonnenuntergang. Wunderschön. Oh mein Gott! Ich in meinem Brautkleid.
kann nicht heiraten. Und wieso habe ich so eine Schweinli-Nase? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, das ist so ein geiles Bild. Deine Zimmerpflanze! Meine Zimmerpflanze, Jazz! Ja, 3 Pflanzen habe ich hier. Und zwar, die eine Pflanze, das ist eine Aloe Vera Pflanze, Gürtelstachel-Aalgewächs, so sieht man dem. Aloe Vera fungalis. Aber, wisst ihr was? Es sind Fake-Pflanzen, also scheiß drauf. Und die anderen Pflanzen, die ich habe, die kann ich euch aus, legalen Zwecken oder beziehungsweise aus gewissen Gründen kann ich euch die natürlich nicht zeigen, die Pflanzen. Wave Nation oder Big Mask in den Chat. Okay, also ich muss sagen, ich habe mega viele Zimmerpflanzen. Ich kann uns mal alle vorstellen. Das ist der Robert, das ist der Aurelius, das dort hinten ist der Nonim und das ist der Jakob. Dann das hier ist auch eine sehr schöne Pflanze. Sie ist aus Plastik, ja. Und da ist mein wunderschöner Christbaum. Wer gibt eigentlich seinen Pflanzen Namen? The fuck? Weird Champ. Und ich habe natürlich noch einen Kaktus. Das ist mein Kaktus. Gell, mein Kaktus ist cool. Du bist cool. Ich habe schon den. Und ja, ich weiss, ich habe keine richtige Pflanze. Entweder ich habe Kakteen, die 300 Jahre überleben können, wenn ich ihnen kein Wasser gebe, oder ich habe einfach Fake-Pflanzen, weil ich einfach nichts herbringe in meinem Leben, weil auch wenn eine Pflanze nach 12 Stunden schon wird sterben bei mir. Dein perversester Gegenstand, den du hast. Alter. Pervers geile Gegenstände habe ich, zum Beispiel das da hier habe ich. Die Kondome habe ich auch daheim, ja, natürlich. Aber die sind nicht, das ist doch nicht pervers. Ich habe keine Sextoys. Es tut mir leid, alle, die jetzt denken, ich habe da en masse Sextoys da daheim. Doch, das da hier, das ist ein Buttplug. Was ist das? Was ist das, was da die Nati in der Hand hat? Chat? Was ist das? Was ist das, Chat? Da müsst ihr mir helfen. Etwas Besseres als du. Also wirklich. Ein kleiner Vibrator hat sie die Nati, also. Das ist sozusagen das Pendant zu einer Taschenmuschi, oder was? Schau jetzt erst Lionel mein Video an, bevor er urteilt, okay? Das vibriert ja fest. Was würdest du gerne können, schaffst du es aber nicht? Eigentlich ist es ein Spagat, aber ich glaube, ich kann ihn immer noch nicht. Moment. Nein. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Nati sieht für mich aus, also auf diesem Bild, auf dem anderen nicht, wie ein Labrador. Warum nicht? Dein Fastnachtskostüm, wo du 5 warst. Ich weiss nicht, ob ich 5 war, vielleicht bin ich auch so 10 oder so, aber ich hol's mal. Pippi Langstrumpf, meine Damen und Herren. Nein, ich möchte gerne noch besser Tennis spielen. Das habe ich vergessen zu sagen. Ich möchte gerne noch besser Tennis spielen. Yippie! Ein altes Tagebuch, wenn du sagst, oh, Ich habe kein Tagebuch. Ich war so ein Kind, ich habe nie Tagebuch geführt. Noch nie. Ich habe nie Tagebuch geführt. Seht ihr mir Tagebuch schreiben? So mir so schreiben, Peppo G-mässig. Ich so am Schreiben so. Ich habe einfach nie so wie das Bedürfnis nicht gehabt, als Dings zu machen. Ja, doch, vielleicht habe ich mal so 2 Tage drin geschrieben, jetzt machen es. Dann kann ich es ein paar Jahre mir reinziehen. Habe ich nie gemacht. Leute, ich habe nicht nur eins, ich habe Millionen. Und ich könnte mal ein Video dazu machen. Aber ich zeige euch jetzt mal ein paar Ausschnitte von diesem kleinen Ding da. Ich bin da etwa 11 gewesen, okay? Also, das Buch heisst... Ich kann das nicht... Ey, das ist mir ganz so unangenehm. Wer ist an der Reihe? Also, lassen wir es mal so sagen. Ich bin wahnsinnig in einen... wie nennen wir ihn? Birne. Ich bin wahnsinnig in Birne verknallt. Ich versuche ihn immer zu erobern, doch leider trifft es eher die Schwachköpfe. Jeden Plan, den ich schmiere, geht nach hinten los. Also, nun will ich euch mal meine Geschichte mit den schwachköpfigen Jungs erzählen. Bro, das ganze Buch geht drum. Oh mein Gott, was bin ich für ein fucking Snitch gewesen? Alles fing an mit einem, wie nennen wir ihn? Tomate. Alles fing an mit Tomate. Am 10. Januar 2012 um 21:46 Uhr schrieb er mir, willst du mit mir gehen? Und ich sagte wirklich ja. Bro, wisst ihr die Zeiten an, wo man so geschrieben hat,
willst du mit mir gehen? Bei ihr läuft sehr, sehr gut. Ja. Und dann hat man einfach einen Freund gehabt, obwohl man noch nie mit dem geredet hat. Das war der Mate. Das war meine erste richtige Beziehung. Oder eben noch nicht richtige. Habe ich nie gemacht, ich habe nie geschrieben, willst du mit mir gehen, glaubst du? Chat, mir hat mal jemand angerufen. Wir haben jemanden auf das Telefon angerufen, ich hatte dann knapp das Handy gehabt. So 7. Klasse bin ich. Mir hat jemand angerufen, ich so... Oh, Telefon, hä? Wer ruft mir denn an? Ja, hallo? Ah, ja. Ich habe mit dir noch nie geredet in Person. Ah, ja. Ob ich mit dir gehen will? Ja, ich kenne dich nicht, also nein. Ah, okay. Ja, sorry, hey, ciao. Zack. Ja. Das stimmt, also das ist mir wirklich passiert. Und ich habe wirklich dann, ich habe mich extrem schlecht gefühlt, habe ich dann so müssen wie sagen, nein. Oder wie sagen, ja nein, ich habe die noch nie gesehen, ich kenne die ja gar nicht so mäßig. Glauben Sie, diese Geschichte ist wahr? Hey, hallo, die Geschichte ist wahr? Ich brauche da kein Kappa im Chat. Ja, wirklich, das ist mir wirklich passiert. Und ich glaube wirklich so, ungefähr um die 7. Klasse ist mir das passiert. Kappa, von dem habe ich noch nie gehört. Oh. Ja, nein, das ist eine Story, die ich gar nicht mehr im Kopf gehabt, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Naja, das bereue ich jedenfalls. Denn als ich zusagte, schrieb er mir alle 5 Sekunden I love you. Oha. Und das hielt ich nur Das schrieb ich der Vanessa auf 5 Sekunden I love you. für eine Weile aus. Denn nach den bekloppten Videos schrieb ich einfach eine Woche nicht mehr. Was bin ich für ein gemeiner Mensch gewesen? Alter, ich wäre sowas von nicht gerne mit mir befreundet gewesen. Danach schrieb ich einfach, ich mach Schluss. Okay, wir machen noch eine Seite. Er kapierte es einfach nicht und schrieb immer, gehen wir jetzt noch miteinander. Gehen wir jetzt noch miteinander? What the fuck? Das stresste mich total, also beschloss ich ihm, Arschloch zu schreiben. Und damit hatte sich die Sache Jo, Nati einfach. Also beschloss ich ihm Arschloch zu schreiben und damit hatte sich die Sache. VIP. Brille. Party. What the fuck, man? Wirklich, Nattiga. Wirklich frech. Party! Ich muss da nichts mehr dazu sagen. Ich war einfach ein fucking Snitch gewesen. Aber ja, geben wir mal, tun wir noch auf, ob ich mal ein ganzes Video machen soll zu meinen Tagebüchern. Ich habe noch mehr Tagebücher von früher und da hat es noch recht lustige Storys drin. Wir machen einfach schnell weiter. Deine Titte. Digga, ich... Okay. Ich kann meine Oberweite hier im Stream nicht zeigen. Ja. Sad, ja, ich weiß, es ist sad, aber ich kann sie nicht zeigen. Sorry. Ja gut, das ist absolut mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! The fuck. Ciao. Ciao, Nati, ciao. Entspanntes Video gewesen. Ich habe wirklich noch ein witziges Video gefunden. Ja, was soll ich sagen, Chat? Ich zeige euch jetzt meine Busen nicht. Ich zeige euch meine Busen sicher nicht. Ich kann euch die jetzt nicht zeigen, sondern ich zeige die euch auf meinem OnlyFans-Account. Milo Romani auf OnlyFans einfach suchen.